Zwergschnauze. Salut zusammen und herzlich willkommen zu der 64. Podcast-Folge von mir, Sam Jimmy Joe, a.k.a. Zwergschnauze. Ja, meine Damen und Herren, es ist wieder mal eine Woche vorbei. Heute haben wir den 24. Jänner 2024 und ich muss wirklich sagen, 2024, ich muss mir das immer wieder einhauen, fast wie einmeißeln, so wie früher Trümmer in die Steine ihre Wörter und ihre Liebesbriefe reingemeißelt. Genau so muss ich mir momentan in meinen Kopf reinmeißeln, dass 2024 ist. Also ich bin wirklich noch ein bisschen im 2023. Wenn ich also jetzt während dem Podcast rede, könnte es passieren, sobald ich das Datum irgendwie anspreche, dass noch 2023 angesprochen wird. Es könnte sein, muss aber nicht. Ja, was ist so passiert? Gestern zum Beispiel habe ich gerade eine Nachricht bzw. Post gesehen auf Instagram von SRF News, dass die SBB über 20 Jahre in dem Sinne Zeit hatte, der Bahnhof oder allgemein ihr Netzwerk, sage ich jetzt mal, für Menschen mit einem Handicap zugänglich zu machen. Also wir reden in dem Sinne hier von Menschen, die im Rollstuhl sind, die eine Gehbehinderung haben, die sehr wahrscheinlich auch aufgrund von einer Krankheit plötzlich mit einer Behinderung müssen leben. Und ja, sie sind sich glaube ich auch selber ein bisschen im Klaren, dass sie hier ein bisschen verschwitzt haben, weil seit jetzt Anfang 2024 sollte das eigentlich schon bereits alles bestehen. Ich würde jedoch sagen, wenn ihr bei euch an den Bahnhof würdet gehen oder jeden Bahnhof in eurer Region würdet checken, würde man vielleicht schnell mal sagen, nein, liebe SBB oder liebe öffentliche Verkehrsmittel allgemein, ich glaube, da ist noch nicht alles in dem Sinn barrierefrei für Leute mit einer körperlichen Beeinträchtigung, wie es sein sollte. Und klar, wir reden ja nicht nur in dem Sinn von den Leuten mit körperlicher Beeinträchtigung, also Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung, die Zugang haben, weil sind wir uns auch bewusst. Es gibt Mütter, es gibt Väter, die die Kinder nicht die ganze Zeit auf dem Arm möchten behalten, sondern auch mal in den Kinderwagen möchten legen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, keine Mutter oder kein Vater hätte jetzt hier Lust, dauernd sein Kind im Kinderwagen dementsprechend Stege darauf zu tragen. Also entweder im Kinderwagen oder das Kind vielleicht noch auf dem Arm. Und seien wir uns ehrlich, ich weiss nicht, wie ungefährlich das ist. Also wenn ein Vater oder eine Mutter das Kind auf dem Arm hat, darf man da mal suchen, aber gleichzeitig noch der andere Arm am Kinderwagen hat und der die muss suchen schiessen, weil sie ja im anderen Arm das Kind drin hat. Also ich finde es wirklich nicht so schön, dass man eben da immer noch ein bisschen verschlafen. Aber auch ich habe meinen Kommentar dazu geschrieben und in dem Sinne geschrieben, es ist doch schön, dass immerhin Ticketautomaten barrierefrei sind. Also wer hat gedacht, dass Ticketautomaten schneller frei sind, weder überhaupt der ÖV selber. Fun Fact, auch noch nicht jeder Ticketautomat ist heutzutage barrierefrei, was auch ein kleines Armutszeugnis ist. Habe natürlich am Schluss noch ein bisschen Benzin ins Feuer geschossen, weil ich geschrieben hätten wir in dem Sinne jetzt mehr Veteranen zu beklagen bei uns in der Schweiz, dann würde es sehr wahrscheinlich ganz anders aussehen, weil blickt man zum Beispiel mal auf Amerika über, dort ist es schon fast eine Beleidigung, wenn du irgendwo nicht herkommst als Mensch mit einer körperlichen Beeinträchtigung, also mit einem Handicap. Ob das irgendwie in einem Supermarkt ist oder auch öffentliche Gebäude, Restaurants und so. Also Amerika, muss ich sagen, ist da natürlich viel weiter, aber auch aufgrund dessen, dass sie dann zumal sehr viele Veteranen hatten und man natürlich gedacht, ja, die brauchen jetzt einen Rollstuhl, also müssen wir in dem Sinn, dass die Männer und Frauen für uns haben dient im Krieg, müssen wir denen natürlich wieder eine barrierefreie Welt bieten. Ich weiss auch noch nicht, wie lange dass es jetzt wirklich geht, bis auch die Schweiz kann sagen, okay, wir sind jetzt komplett barrierefrei. Also du kommst wirklich von A nach
B ohne Problem. Aber der Bericht von SRF News, wo ich sagen musste, hey, das ist schon noch heftig, weil das Ding ist auch gesehen, dass die Personen grundsätzlich immer aufs Handy sind angewiesen waren, in Form von, dass wenn sie gesagt haben, ich möchte gerne von A nach B, dass sie eine Person haben müssen, ja, wie buchen oder im Kundendienst müssen reservieren. Ich weiß nicht, ob es auf ehrenamtlicher Basis dann noch passiert oder wie dort in dem Sinn der Service passiert. Auf jeden Fall, dass man nachher dieser Person hilft. Also sagen wir jetzt zum Beispiel, dass wenn du im Rollstuhl hockst, also stell dir das einfach mal vor, du hockst im Rollstuhl, kommst irgendwie bei einem Bahnhof an und es ist dir bewusst oder du weißt es vielleicht schon oder auch nicht, dass es eine Rampe hat, wo du als Handrollstuhlfahrer, wohlverstanden Handrollstuhlfahrer, nicht die ganze Rampe dort locker hochkommst, wo du wirklich in dem Sinn Hilfe brauchst, dass die Person von hinten die Rampe hochschiebt. Und ja, die eine Person dort ist zum Beispiel zu spät gekommen, der hat nachher den Reporter müssen dort aushelfen. Ich weiss nicht, ob das Einzelfälle sind oder nicht, aber auf jeden Fall finde ich das kacke, wenn du schon auf so einen Service angewiesen sein, dann in dem Sinn sollte man den auch richtig können nutzen. Das ist einfach mal meine Meinung. Ja. Ich weiss nicht, wie seht ihr das? Aufgrund von barrierefrei sind wir in der Schweiz schon in dem Sinn weiter, weder zum Beispiel andere Länder, zum Beispiel unsere Nachbarländer Deutschland und Österreich, Frankreich, Italien, oder sind wir da noch hinten drin? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare oder schreibt mir gerne eine Nachricht. Liebe Leute, was ist noch passiert? Grundsätzlich nicht viel. Ich weiss auch gar nicht mehr, was ich das letzte Mal alles so erzählt habe, weil meistens bin ich so in diesem Thema hin und nachher, die müssen sich vorstellen, wie so eine, nicht Last in dem Sinn, aber wie so eine Jacke, die ihr abzieht und denkt, so, jetzt habe ich es durch, jetzt habe ich es erzählt, jetzt habe ich es gesagt. Und dann denkst du in dem Sinn nicht mehr dran. Das Einzige, wo du noch denkst, oh ja, genau, ich sollte mir irgendwann wieder überlegen, für den nächsten Podcast mehr Themen auszudenken. Und ich weiss halt nicht, was ich in dem Sinn euch aber könnte bieten, wo ihr alle fein damit seid. Weil ich bin in vielen Bereichen. Ich bin im Bereich Film, ich bin im Bereich Content Creator, ich bin im Bereich ja, einfach mal grosse Klappe haben und nichts dahinter. Nein, es ist grundsätzlich wirklich schwierig, bin ich ehrlich mit euch. Das Ding, was mich ein bisschen verwundert hat, dass heute haben wir den 22. Januar 2024, ist die Mitteilung gesehen, dass WhatsApp anscheinend in die Nähe kommen von WeChat. WeChat, das ist in dem Sinn das chinesische WhatsApp. Und ihr müsst euch vorstellen, über WeChat kannst du in dem Sinne Filme schauen, du kannst telefonieren, schreiben, sowie kannst du auch Sachen kaufen. Und anscheinend will jetzt auch Meta, aka Mark Zuckerberg, will in dem Sinne auch aus WhatsApp so etwas machen. Mir ist sich jedoch nicht im Klaren, ob der nachher da in dem Sinne für Nutzerinnen und Nutzer mehr Kosten kommen. Ich würde jetzt, also es ist meine Vermutung, sagen nein, weil wenn man natürlich dann nachher Sachen könnte kaufen, also wenn es wirklich mal so weit wird kommen und man in dem Sinn Produkte könnte kaufen, direkt in WhatsApp selber, dann wird sicher auch Werbung bei WhatsApp geschaltet, sprich, wodurch sich Meta dementsprechend auch kann finanzieren kann. Also ihr müsst doch immer im Klaren sein, dass wenn ihr auf Social Media seid und nach einer Werbung seht von diesem und jenem, also ich bin kürzlich gerade wieder auf TikTok mal wieder live gegangen und da sind viele reingekommen und haben gesagt, hey, ich kenne doch das Gesicht, du bist doch der von Juno. Ja, hallo, das bin ich. Ich bin nicht der von Juno, ich habe einfach den Auftrag von Juno. Und wie gesagt, es hat mir Spass gemacht, das sage ich immer wieder. Ich stehe immer noch hinter dem Konzept von Juno, ganz klar. Aber
in dem Sinn, für das, nehmen wir jetzt eben zum Beispiel Juno, dass Juno Werbung auf Facebook hat können ausspielen, haben sie natürlich dafür auch müssen zahlen. Auch ich, du kannst auch Profil in dem Sinn bewerben auf Instagram. Zum Beispiel in den Stories sieht man sehr viel, wenn man durch die Stories geht, wo da einfach plötzlich fremde Leute vorploppen. Einfach so, hallo, da bin ich. Vor allem, ich glaube, das muss ich jetzt mal ansprechen. Ich habe mir dann zumal, als ich das auch gemacht habe, wirklich überlegt, was für ein Foto schmeiße ich jetzt in die Anzeige rein, für das Leute in dem Sinn nachher auf mich aufmerksam werden. Und teilweise sind da Anzeigen drin von Leuten, wo ich muss sagen, es hat so keine Message dahinter. Warum sollte ich jetzt dein Profil anschauen? Also, wenn ihr in dem Sinne eine Anzeige macht über euer Profil, für das ihr zum Beispiel mehr Follower bekommt, überlegt euch immer vorweg, was sollte mein Bild vermitteln? Klar, hey, ich bin auch da, ich bin auch jemand, der Content macht, also kommt mal bei mir vorbeischauen. Aber was bringt mir oder was sagt es mir in dem Sinn aus, wenn eine Person einfach ein Selfie, wo sie mal irgendwie unterwegs war und denkt, sie macht ein Selfie, das online stellt. Im Vergleich, du kannst natürlich bei der Anzeige, wenn du weiterklickst oder je nachdem, sieht man ab und zu auch noch die Beschreibung, aka Caption. Man sagt ja jetzt Caption, man will cool sein, man sagt Caption. Früher habe ich noch eine Capsule-Pistole kennt, jetzt sage ich plötzlich Caption. Dann wie irgendwie niesen. Hatchu! Auf jeden Fall, wenn Caption der auch zu sehen ist, kann man so ein bisschen herausfinden, was das für eine Person ist. Ich habe auch schon esoterische Leute gehabt. Also wenn man dann nachher plötzlich in der Caption sieht von dieser Anzeige so spirituell, Esoterik und Zeug und Sachen, dann bin ich der Rest, der grundsätzlich dort wegklickt. Weil ich weiss auch nicht, klar gibt es da vielleicht ein bisschen das oder andere im spirituellen Sinn, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Zielgruppe dafür wäre. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, dass mir schon attraktive Leute begegnet in den Anzeigen und ich aufgrund von dessen draufklickt. Und ich glaube, jede Person draussen kann mir nicht erzählen, dass wenn eine attraktive Person schon auf ihre, also in ihre Story ist gekommen, ich will sagen, auf deine für dich Seite, bist schon bei TikTok, dass sie nicht mal draufgeklickt und hat schauen, was ist das überhaupt für eine Person, die mir da jetzt angezeigt wird. Oder macht sie nur Selfies, oder wenn das Essen kommt, macht sie nur Essen-Posts, also tut sie die ganze Zeit nur das Essen fotografieren. Weil dann kommt natürlich schon der Anreiz, du musst verstehen, wenn der nur das Essen postet oder in die Anzeige geht, kann es je nachdem schon sein, dass die Leute nachher eher neugierig werden in Form von, okay, was für eine Person muss es sein, die jetzt da einfach mal sein Morgen fotografieren und dafür extra Anzeige machen. Im Vergleich, wenn ihr aber selber kocht, stolz darauf seid, dass ihr jetzt das Essen habt gekocht, oder vielleicht auf YouTube ein Tutorial, also Anleitung habt gesehen, wie das Essen muss zubereitet werden, aber es schön aussieht, in dem Sinne könnte man noch mehr auf euch aufmerksam werden, weil, wenn das natürlich Schönheit angerichtet, dann sagt man ja, das Auge isst mit. Und jeder, der mal in der Hauswirtschaft ist, weiss sehr wahrscheinlich von der Lehrerschaft, von der Hauswirtschaft, wie wichtig das ist, das Auge mit ist. Also ich habe schon Menüs gesehen, die einfach plump auf die Dose geschossen wurden, wo du selber sagst, soll ich jetzt das essen? Und klar, wir haben auch ganz normale Restaurants. Wir haben nicht nur exquisite Restaurants. Und von denen erwarte ich es auch nicht, dass sie wirklich super schön herlegen.
Aber in einem Restaurant, wo du in dem Sinn auch einen gewissen Preis zahlst, muss ich sagen, verlange ich auch, dass es ein bisschen schön angerichtet ist. Weil, seien wir uns mal im Klaren, wenn ein Menü dir auf den Tisch hergestellt wird, und das ist einfach plump hergestellt, dann fragst du dich doch automatisch auch, wie geht es momentan der Köchin oder dem Koch, wie geht es dem Küchenpersonal, für dass sie das einfach so lieblos haben dir aufs Teller klatscht. Im Vergleich, wenn es schön hergemacht ist worden, kann man sich sagen, okay, die Person in der Küche ist sehr kreativ, sie hat einen guten Tag oder vielleicht ist sie seit neuestem verliebt, vor allem wenn das Essen dann noch versalzen ist, vielen Dank. Aber auf jeden Fall denke ich, ihr wisst, was ich meine. Aber ich muss sagen, von den Anzeigen her eben auf Instagram ist es immer so ein kleines Dafür und Dawider. Ich sehe auch viele Produkte, vor allem leider viele Produkte aus China, wo ich mir vorstelle, wenn du das einstecken und ein bisschen falsch behandeln, dass du irgendwann mal einen Stromschlag hast oder irgendwie kurz bei dir daheim. Es ist immer ein kleines Dafür und Dawider. Jedoch kennt der Algorithmus die mit der Zeit auch, weil du klickst ja auf die Anzeigen. Heisst, der Algorithmus von Social Media checkt dann, die Person, die hat jetzt den Kuchen angeklickt. Sprich, ich müsste vielleicht mehr Küchen anzeigen oder mehr Konditorei. Weil es geht ja nachher nicht nur um den Kuchen selber, sondern es geht dann nachher auch darum, dass man alles ringsum anklicken. Also sagen wir jetzt, jemand tut eine Frucht, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber jemand tut eine Frucht in dem Sinn in den Anzeigen teilen, dann könnte man in dem Sinn automatisch besuchen zu essen gehen, weil die Person hat eine Frucht angeklickt. Die Person klickt das Gemüse an, die Person klickt dieses und jenes an, wo in der Nachricht zu tun hat. Sprich, ich zeige dieser Person plötzlich mehr Essen. Könnte in dem Sinn sein. Sprich, ich könnte plötzlich Aktionen zeigen, die bei Migros gerade günstiger sind. Es ist sehr viel möglich. Es ist wirklich sehr viel möglich, weil Leute, die noch nie eine Anzeige in Social Media haben geschaltet, die müssen sich einfach eins bewusst sein, bevor du die Anzeige machst. Also du tust nicht einfach sagen, ich möchte gerne das Foto und dann wird es hochgeladen, sondern du sagst in dem Sinn auch noch, schau, ich möchte, dass das Foto vielleicht der Zielgruppe von zwischen 20 und 30 oder 20 und 40 angezeigt wird. Nachher vielleicht nur in der Schweiz oder wenn du ich glaube sogar von der Region her, kannst du sagen, in welchem Radius. Ich kann schon, da habe ich noch am Autoort gewohnt, also sicher 3 Jahre her, als ich dann mal so eine Anzeige losgeschickt von meinem Profil. Also du kannst das Alter angeben, du kannst die Region angeben, du kannst in dem Sinn wirklich, ich glaube auch Geschlecht, ob nur die Männer oder nur die Frauen kannst angeben. Du hast in dem Sinn wirklich viele Möglichkeiten, die du kannst eingeben kannst, für dass es nachher der richtigen Personen oder eben der richtigen Zielgruppe wird angezeigt. Also ich denke, oder ich mutmaße jetzt einfach mal, eine Frau interessiert sich, glaube ich, nicht so wirklich, ausser der Mann hat vielleicht nächstens Geburtstag, aber ich glaube, eine Frau würde jetzt weniger draufklicken, wenn ihr ein Männerparfüm in den Stories oder einfach allgemein auf Social Media begegnet. Ich glaube, da klickt sie nicht drauf. Im Vergleich ein Mann, je nachdem, vielleicht schon ändern. Aber wie seht ihr das? Schreibt es mir doch sehr gerne mal als Kommentar unten, wenn ihr es auf YouTube schaut oder auch gerne per Nachricht. Was kann ich noch sagen? Oder was kann ich noch erzählen? Grundsätzlich habe ich eigentlich nicht mehr so viel. Was mir einfach ein bisschen ist aufgefallen, und das wird sicher auch mit dem neuen GTA, mit dem GTA 6 passieren, dass Gaming irgendwie mehr denn je wieder an Ansehen hat
gefunden. Es ist nie vergangen. Also, es hat immer Leute gegeben, die haben gezockt. Es hat auch aufgrund sicher von Twitch und so, also der Plattform, wo du in dem Sinn kannst der ganzen Welt präsentieren, was du gerade am Zocken bist. Und wenn du Partner bist, in dem Sinn dort auch noch kannst Geld verdienen. Muss ich sagen, dank solcher Plattform ist sicher auch möglich, dass Gaming nie aus den Köpfen ist verschwunden. Weil, ich bin ehrlich mit euch, wenn ich auf Twitch gehe ich grundsätzlich, klar, ein, zwei Kollegen sind auch da drauf, oder mehr, sind sogar mehr, sorry, Bekannte. Aber ich bin auch schon auf Twitch zum Beispiel gegangen, weil ich wusste, okay, da ist ein neues Spiel. Oder es ist mir vorgeschlagen worden, in einer Instagram-Story zum Beispiel. Und dann habe ich gedacht, okay, gehe ich mal auf Twitch schauen, ob das jemand zockt, für dass ich mir mal selber gerade das Gameplay, also den Ablauf vom Spiel anschauen kann. Klar, die wissen auch, ich kann gespoilert werden, aber ich kann mir in dem Sinne so ein kleines Bild machen, gefällt mir das Spiel vielleicht oder gefällt es mir gar nicht. Viele Freunde von mir wissen, wenn man die ganze Zeit muss looten, also sprich die ganze Zeit Sachen muss sammeln, für dass man irgendwie nachher weiter vorankommt und so, dann ist schon genug. Letztens gerade Prince of Persia ist ja wieder rausgekommen. Der Prinz von Persien im Deutschen, nein, Prince of Persia, dann einfach besser, ist auch der Originaltitel. Ist ein neues Spiel rausgekommen auf der Nintendo Switch. Hat eine Demo gegeben. Ich habe mir gedacht, komm, ziehst du mal die Demo runter und schaust. Und ich muss sagen, es ist nicht so mies. Es ist irgendwie nicht so mies. Sehr wahrscheinlich, weil nicht alles offen war oder weil man auch wirklich viel hat müssen sammeln. Ich bin irgendwie wirklich nicht so den. Im Vergleich, jetzt ein Zelda, Tears of Kingdom, bin ich schon Ende drin. Habe ja dann, glaube ich, auch im Podcast darüber geredet. Sieht er vergessen aus. Aber ich muss sagen, es gibt Games, die reizen mich und es gibt Games, wo ich dann muss sagen, nein, doch nicht für mich. Vor allem bei mir kommt noch dazu, meistens habe ich ein kleines Problem bei den Games, wenn du nicht kannst kumpen. Also wenn du nicht kannst kumpen, wenn du auf die Aktionstaste drückst, das ist grundsätzlich das A, oder Nintendo, Buchstaben A, nicht B. Auf jeden Fall, wenn du die Aktionstaste drückst und der Cape oder einfach der Charakter kumpelt nicht, dann fehlt mir einfach etwas im Spiel. Klar, natürlich bei einem Rennspiel nicht. Also ich will nicht, dass so das Auto plötzlich anfängt zu kumpen oder so. Oder irgendwie, wenn man MotoGP spielt, dass du plötzlich der Treffen anfängt zu kumpen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber wie gesagt, ich bin der Ansicht, dass Gamen immer wie mehr an Reiz in dem Sinn gewöhnt. Klar, weil auch viele natürlich möchten auf dem Level sein, von, dass sie auch gerne möchten streamen und so seinen Unterhalt verdienen. Wir reden ja auch die ganze Zeit davon, dass Generation Z heutzutage so weit getrimmt ist, dass sie nicht mehr normale Jobs nachgehen, sondern entweder eben nur noch Content Creator oder eben auf Twitch zocken und ihren Lebensunterhalt so möchten finanzieren. Es ist jedoch ein sehr schwieriges Pflaster. Es ist wirklich ein sehr schwieriges Pflaster. Also, wenn ihr in dem Sinne Kinder habt, und die kommen mit so einem Job, sagt ihnen, lieber Gruß von mir, es ist wirklich nicht einfach. Vor allem, es ist vielleicht einfach reinzukommen, für das du mal da bist, für das dich jeder wahrnimmt. Aber noch schwieriger ist vor allem, dass du das Level behalten heisst, dass man die lang verfolgt, dass man lang die Content anschaut, dass du nicht irgendwann mal in Vergessen geratest. Weil auch bei mir auf YouTube, also ich habe verschiedene Leute abonniert auf YouTube, die immer noch Content bringen, und plötzlich habe ich wieder mal ein Video von dieser Person gesehen und dachte, die Person macht doch noch Videos. Ich habe so lange nicht mehr gesehen und gar nicht mehr daran gedacht, dass es die Person noch gibt. Und ja, das ist einfach ein bisschen der Fluch von Social Media, sage ich jetzt mal, dass wenn du plötzlich von der Bildfläche verschwunden bist und die Medien keine Artikel über dich schreiben,
ja, dann ist es grundsätzlich den meisten Leuten egal, ob du jetzt wirklich noch da bist oder nicht. So wie es jetzt auch klingt. Oder was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare oder wie gesagt, gerne per private Nachricht. Von dem her, ich würde sagen, das war es für die heutige Folge. Folgt mir sehr gerne oder abonniert sehr gerne meinen Kanal. Folgt mir überall auf Spotify und so, wo es auch Podcasts gibt. Und ich würde sagen, merci vielmals, seid ihr dabei gewesen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen. Zwergschnauze.